Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei eurem Schweiz zur nächsten Folge World of Warcraft. Ja, wir sind ja so richtig erbärmlich gestorben in der letzten Folge, weil ich zu blöd bin, da die einzelnen Lager auszulöschen und mich zu viel Murloc aufs Mal angegriffen haben. Und ich daher eigentlich gestorben bin und ich muss mich dafür schämen. Ich muss mich einfach dafür schämen. Also, dann würde ich sagen, wir versuchen jetzt gerade mal auf ein zweites und schauen mal, dass wir die Murlocs das mal nicht so aufs Mal holen können. Das erste, was ich mal machen muss, ist mein Tier wieder beleben, weil das ist ja irgendwie auch zu Flöten gegangen in dieser Zeit. Oh, oh! Einmal nicht schauen und schon kommen da zwei Murlocs angefahren. Okay, alles klar, das bedeutet für mich, ich muss wirklich besser die Augen offen behalten. Oh Mann, oh Mann! So, die können wir gerade mal schnell verlangsamen. Komm jetzt! Jawohl! So. Du, deine Beute. Ah, der greift gerade die nächsten zwei an. Also da ist wirklich ein bisschen mühsamer, muss ich jetzt gerade an dieser Stelle sagen. Nice, jetzt sind wir dich verlangsamen. Oh Mann, oh Mann! Konzentration hoch 10 und das jetzt schon bei Level 13. Gut, das ist jetzt wirklich gewöhnungsbedürftig, wie ich das mal machen kann. Aber wenigstens haben wir da noch ein Fasserhalter von diesen Murloc. Ich muss halt ehrlich gesagt ein bisschen auf. Da hinten haben wir einen Blutelf Mönch. Level 21. Aber ich glaube, der steht nicht auf unserer Seite. Doch, Blutelf ist eine Horde eigentlich. Also der würde auf unserer Seite stehen. Aber es hat mir dann so rot angezeigt. Ziemlich speziell. So, dann versuche ich da mal irgendwie die Felder da aufzuräumen. Oh Mann. Und der klaut uns wahrscheinlich jetzt unsere Fässer da vorne. Abfahren! Unsere Fässer. Meine Fässer. Ja gut, was soll der eigentlich auf dem Level da umeinander questen? Der ist jetzt wirklich Level 21. Wir sind gerade mal Level 13 und sind da schon unterwegs. So, dann haben wir da ein Fass. Das zweite Fass. Das sieht doch schon ziemlich gut aus. Eigentlich könnte ich mal schauen, ob ich dem könnte da ein bisschen Unterstützung leisten, dass der mir da nicht zu flöten geht. So, dann haben wir dem ein bisschen auch geholfen, das Überleben sichern, weil ich glaube, der würde da sonst ziemlich gröber. Falscher Knopf! So, komm on, du überlebst das, komm on! Ich muss zuerst etwas anvisieren. Nebenquest erhalten, nice! Bringt Kapitän Kellenstrins verlorener Seekarte zu Captain Kelisandra beim befestigten Lager direkt östlich des Ankennerplatzes der Sonnensegel im Immersangwald. Das sagt mir natürlich gerade so viel, wo ich hin muss. Aber kann ich jetzt die Kiste da öffnen? Ja! Wow, da haben wir aber einige geile Loot bekommen. Aber uns fehlen trotzdem noch... Haben wir alle Kisten da schon eingesammelt, wie es aussieht? Ja, voll, dann fehlen uns eigentlich nur noch die Waffenteile, die wir mal angefangen haben. Die Waffen von Sindorai. Das haben wir ja mal angefangen, aber es hat keine mehr gehabt. Dann haben wir gehofft, dass ein paar respawnen. Das heisst, wir sammeln jetzt eigentlich auf dem Rückweg noch 3 von diesen Waffen ein. Und dann haben wir da sehr viele Quests am Abgeben, wie wir sehen. Also alle mit Fragezeichen, kein Ausrufzeichen. Was bedeutet, wir haben wirklich nichts mehr zu erledigen, sondern nur noch abgeben. Und dann hoffe ich natürlich, dass wir direkt einmal ein paar Level aufsteigen. Also so Level 15 wäre ich schon mit dabei. Also, dass mal der Dungeon Browser aufgeht, dass wir uns einmal langsam ein Dungeon anschauen. Und ich glaube, Höllenschlund sollte das erste Dungeon sein. Ich wüsste jetzt wirklich gerade momentan nicht, aber Höllenschlund sollte das erste Dungeon sein. Dort leveln wir halt natürlich auch gut, kommen guten Loot über, gute Rüstung, gute Waffen. Was sich halt natürlich sehr gut lohnt. Muss ich aber schauen, ich versuche da ein bisschen um die herum zu laufen, dass ich da nicht muss unbedingt in den Kampf einsteigen muss. Wiederum sage ich mir aber auch, ja, jedes Monster mehr gibt es mehr XP für ein Level, aber ich glaube, jawohl, der greift uns auch schon so an. So, der ist schon so aggressiv unterwegs, der hat uns nicht mal da durchspazieren lassen. Hinter uns natürlich gerade schon der nächste, sonst würde es doch langweilig werden. So, nice, dann haben wir die zwei Strassenköter natürlich auch noch aus dem Verkehr gezogen. Da hinten haben wir noch irgendein Kisteli. Oh Mann, wir finden da einen Kisteli nach dem anderen. Ich bin so ein Kisteli-Fan. Aber an dieser Stelle, die Leute, die mich schon kennen aus dem anderen Let's Play, wissen das. Kisteli geht über alles. So, da haben wir schon gar noch 2 Banner von Silbermond.
ziemlich epischen Eingang. Da hat aber natürlich jemand schon leer geräumt gehabt. Wow, da hat jemand gröber leer geräumt gehabt. Da vorne der Hexenmeister, wie es aussieht. In Kombination mit dem Blutelf Krieger. Die sind da in dem Fall zusammen am Umleveln. Aber die Frage ist jetzt, ob die uns da auch alle unsere Waffenteiler wegnehmen. Und sonst mache ich mich eher da unten durch mal auf dem Weg. Geht es denn da noch weiter? Da geht es sogar noch weiter rauf. Die Frage ist jetzt, ob wir später da noch Quests bekommen, wo wir da rauf müssen, oder... Ich will sagen... Oh, der Begleiter ist zu weit aus dem... Der hat nicht mit oben runtergumpen. Oh Mann, oh Mann! Wir müssen schauen, dass wir da uns schon selber ein bisschen durchsetzen können. Das ist halt jetzt mühsam am Jäger. Ich muss die ganze bisschen im hintersten Bewegung bleiben. Und das heisst für mich, dass ich da hunderte verschiedene von diesen hohen Viechern da ansammle. Wo bleibt denn mein Wildtier? Hallo? Wenn ihr mich jetzt kommt, wo ist denn mein Wildtier an? Ist das gestorben beim Abgumpen? Oh Mann! Ich muss mich schämen. Ich muss mich so schämen, dass ich jetzt gestorben bin. Oh Mann, das ist ein schämig Bauer, hey. Ich muss mich wirklich ein bisschen mehr auf mein Umfeld konzentrieren. Ich glaube, das fehlt mir so ein bisschen als Jäger, weil ich spiele jetzt als Nebendran, spiele ich auch noch jetzt einen Paladin. Und ja, ich spiele schon wieder einen Paladin. Mein Main ist schon ein Paladin, mein alter Main. Aber ich habe gedacht, dann zocke ich gerade nochmal einen anderen Paladin auf dem Server, also auf dem Durotan-Server. Dass ihr nochmal wissen, wo ich spiele, wenn ihr Lust und Zeit habt, dürft ihr euch da liebend gerne anschliessen. Ja, jetzt spiele ich den dort auf und dann bleibst du halt mehrheitlich im Nahkampf und bewegst dich nicht. Und beim Jäger bist du halt durchgehend am Bewegen. Und wenn dann halt andere Viecher unterwegs sind, die aggressiv sind, greifen sie dich auch noch an. Das denke ich zur Zeit momentan ehrlich gesagt nicht. Für mich ist dann immer so, ich kill ihn jetzt und laufe hinter sie, da passiert schon nichts. Aber ich muss mich einfach daran gewöhnen, mehr in mein Umfeld beobachten. Aber was ich auch glaube, schon in der letzten Folge gesagt habe, ist, mich stört es, dass die Kamera noch so nah an meinem Charakter dran ist. Mir wäre es wohler, wenn sie so weiter gegen rausgezogen wäre, dass ich auch wirklich mehr Übersicht über das Ganze habe. Aber so finde ich es ein bisschen schäbig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ein bisschen nervig. Nicht schäbig, sondern nervig, dass ich das die ganze Zeit so machen muss. Im Großen und Ganzen sind wir ja eigentlich genug stark, um uns da umeinander treiben. Und die Tod sind ja eigentlich wirklich gröbere Fails mehrheitlich. Also wirklich, ja, und eben, ich muss mich da schon ein bisschen schämen. So, dann beschwören wir aber da mal unser Drachenfalken. Weil ohne den kommt das, glaube ich, ziemlich schwierig. Dann schaue ich, dass ich mich jetzt da nicht bewege, mehr versuche, sonst den Drachenfalken anzuhängen lassen. Aber jetzt ist er halt vorher gerade nicht mit dabei gewesen. Das heisst, unser Begleiter weg, wir sind gerade tot, okay. Man lernt ja nur dazu. Also das ist, so, aber dann würde ich sagen, mein Ziel setzen ist jetzt, nicht mehr zu sterben. Sicher mal bis Level 20 oder so. Das wäre natürlich noch ein cooles Ziel. Das heisst, für mich räume jetzt da mal alle noch weg. Aber irgendwie hat es da wieder keine von diesen Kisten rum. Von diesen Waffenkisten. Dann sind die doch noch abgefarmt worden. Oder... Nein, da haben wir noch eins. 3 Stück würden uns noch fehlen. Aber ich erledige dich jetzt, bevor du da mich aggressiv anchargest. Lieber jetzt als nachher. So, dann haben wir da nochmal eine Waffe von Sindorei. 6 Stück haben wir schon. Das heisst, 2 würden uns noch fehlen. Davon haben wir noch so eine Kiste. Dann sammeln wir die noch ein und dann fehlt uns nur noch eins. Und dann haben wir alle unsere Quests eigentlich erledigt und sind nur noch auf dem Weg zum Abgehen. Und ich hoffe, ich muss mich jetzt nicht nochmal blamieren und nochmal sterben. Oh. Blamage, Blamage. Wo haben wir denn da noch so eine Kiste? Sindorei. Hey, jetzt haben wir das so gut aufgeräumt, aber ich finde keine von diesen Waffenkisten mehr. Nein, da durch nicht, da durch. Ich muss mich jetzt ein bisschen... Was ich halt früher viel gemacht habe, ist, wenn man das sieht, ich habe früher viel mit der Maus halt so gespielt. Und ich bin mich irgendwie immer noch daran gewöhnt. Was ich mich daran gewöhnen ist wirklich mit der Tastatur mehr die Schwenkungen hin und her machen. Momentan mache ich sie wirklich noch mit meiner Maus. Was eigentlich auf eine gewisse Art und Weise blöd ist. Da die Bewegungen so ungleichmäßig sind, natürlich für wahrscheinlich auch blöder zum Zuschauen. Eigentlich sollte ich das nur benutzen, um so auf und ab zu switchen. Aber es sollte ja im Verlauf der Zeit eigentlich gut kommen. So sammeln wir unsere letzte Waffe ein von der Sindorei und machen uns auf den Weg zum Abgehen. Das befindet sich ja gerade da oben, wo wir mehrmals jetzt wiederbelebt worden sind. Da unten haben wir noch Quests zum Abgehen, da haben wir noch Quests zum Abgehen. Wir haben überall Quests zum Abgehen. Bist ruhig. Bist jetzt einfach ruhig. Ah, dort hinten verfolgt mich auch schon gerade der nächste wieder. Nice. So. Dann nehmen wir da natürlich auch noch gerade den Loot mit. Das ist ein sehr guter Bogen, den wir da gerade bekommen. Plus 1,7 Schaden, Beweglichkeit und Ausdauer. Inventar ist voll. Unser Inventar ist schon wieder voll. Dann müssen wir aber mal schauen, was wir da schnell loswerden. Ich will ganz ehrlich sagen, Mana besitzen wir keine. Dann rühren wir mal schnell die Bananen da weg.
Dann können wir hier eigentlich den Bogen ganz kurz eintäuschen. Ja, soll er mich gebunden werden? Das ist gar kein Problem. Gebundene Gegenstände bedeutet, ich kann sie wirklich auf keinen anderen Charakter mehr anziehen. Ich könnte natürlich jetzt in die Bank hinein tun, auf einen anderen Charakter anziehen, blöd gesagt. Also, dass man dann einfach nicht mehr kann verkaufen kann. Also verkaufen an andere Spieler. Und ich wüsste nicht, ob man es jetzt, also dass man es nicht mehr im Auktionshaus verkaufen kann, dass man es nicht mehr verkaufen kann. So. Aber am Händler verkaufen sollte eigentlich noch gehen, wenn ich mich nicht täusche. Da haben wir dann noch einen Umhang, sonst besitzen wir da eigentlich nicht wirklich gut. Das Einzige, was ich da noch machen kann, ist, ich tue uns da mal noch so einen Heiltrank an, dass wenn wir mal wieder in so eine Situation kommen, dass ich doch noch vielleicht eine kleine Heilung einsetzen kann und uns das noch das Leben retten würde. So, da hätten wir auch gerade alle unsere Quests. 2 Stück, die wir abgeben können. Machen wir doch das gerade. Sonnenwander, zack, und jetzt sollten wir gerade Level up sein. Jawohl! Stufe 14. Nice. Bringt Allerdons Kopf zu Welendris weißem Flur nach des Ankerplatz der Sonnensegel im Immersongwald. Aradis Kopf, wo befindet sich denn jetzt? Ah, der ist in dem Fall in dem Turm rein, wo ich zu betrachten, in dem Fall wird der da oben drinnen sein. Das heisst, wir dürfen uns nochmal dort rein begeben. Dann hat sich das gelohnt, dass ich gerade nicht weitergeschaut habe beim letzten Mal. Dann haben wir da Captain unsere Fracht, die wir abgeben können. Es gibt viel XP momentan. Und da können wir natürlich auch gerade noch abgeben. Und jetzt ist die Frage, nein, du hast nichts mehr von uns und wir sind kurz vor Level 15. Nice, du bist einfach da rumhängen. Wie siehst denn du aus? Was ist denn da? Vulpera Schamanin. Was ist denn ein Vulpera? Hä? Ich muss sagen, das sieht mega cool aus, der Charakter. Also mit Hasendings. Woher hat er den? Also ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, der sieht jetzt wirklich mega cool aus. Stufe 42. Hat mir jetzt auch noch zugesagt, muss ich sagen. Es sieht einfach so herzig, fein aus. Also so ein Charakter, muss ich sagen, so ein bisschen Anime oder bezogen, ja, das kann man so sagen, so Anime bezogen bin ich immer mit dabei. Fantasy, Anime bezogen. So, dann müssen wir uns da raufbegeben, in dem Fall den Turm komplett da einmal drauf. Dann haben wir da mehrere Gefangene, die uns da im Weg stehen. Haben wir nicht jetzt alle Quests abgegeben? Doch, wir haben da alle Quests abgegeben. Weil irgendwie haben wir eine Quest noch nicht weg von diesen Gefangenen. Also sie zeigt es mir immer noch an, dass ich die muss einsammeln muss. Getriebene Strassendiebe. Ja. So. Dann fangen wir in dem Fall uns mal an, ganz langsam da drauf kämpfen. So, da haben wir noch mal ein bisschen Leinstoff. Das Einzige, was jetzt halt ein bisschen blöd ist, ich hätte jetzt noch mal ganz kurz ein paar Sachen verkaufen, damit wir noch Platz haben im Inventar. Das ist jetzt ein bisschen dumme Beleidigung von mir, weil dort hätten wir, glaube ich, einen Händler gehabt, wo wir das Zeug hätten verkaufen können. Ja, moin. So, Nummer 2 haben wir auch erledigt. Das wäre jetzt eigentlich cool gewesen, hätten wir die Quest vorne noch annehmen können. Dann hätten wir jetzt nicht müssen die 2 einzeln machen. Ich bin halt allgemein, also ich weiß nicht, ob man es merkt, ich nehme am liebsten so viele Quests wie möglich an, erledige so viele Quests wie möglich und gebe sie dann eigentlich am Schluss alle komplett ab, damit ich eigentlich das Gebiet erledigt habe. Da läuft es halt jetzt ein bisschen anders ab. Jetzt habe ich halt zuerst die getriebenen wie heisst es jetzt? Strassendiebe erledigen und nachher nochmal da kommen. Finde ich halt ein bisschen schade, aber wie gesagt, ich queste lieber alles so ein Stück und nichts anderes. So, für die Horde, geh mir aus dem Weg, du Strasser-Junge. So, dann haben wir gerade noch ein Schild einsammeln, das uns gar nichts bringt, aber das können wir nachher dann auch noch verkaufen. Aber ich glaube, ich muss dann sowieso noch etwas aus meinem Inventar rausrühren. Durch das, dass wir nachher noch den Kopf mitnehmen, wo wir ihm so schlagartig einfach abnehmen. Wie beim Playmobil einmal abziehen und gut ist. So. Wir sollten aber langsam gut richtig raufkommen. Wir kommen da gut vorwärts. Okay. Jetzt wollte ich gerade sagen, da geht es ja gar nicht mehr weiter. Du würdest uns eh nicht viel bringen, darum lassen wir dich jetzt gerade mal liegen. Die Frage ist eher, du bringst auch nicht so viel. Ja, 64 Rubin, das lohnt sich nicht, jetzt da etwas rauszuschmeißen, um das mitzunehmen. Ich schaue halt drauf, dass ich halt auch, wenn ich jetzt den Vollbeutel habe, dass ich wenigstens Gegenstände kann mitnehmen, die mehr Wert haben. Das sind aber gerade mehrere auf einmal, die werden, glaube ich, gerade alle aggressiv. Soll ich mal versuchen, da einen rauszufischen? Ja, das geht, glaube ich, gut. Nein, der andere greift gerade mit an. Dann müssen wir aber schauen, dass unser Drachenvolk das überlebt. Wo ist jetzt das mit dem Drachentier heilen? Wer das da? Jetzt sollte es dann im Verlauf der Zeit heilen. Jawohl, das funktioniert natürlich dann auch, während wir da am Campen. Das wird aber nicht ziemlich nice. Jetzt können wir den wirklich gut als Tanky brauchen. So. So. Erledigt. Den Kopf von Aldrason haben wir eingepackt. Das ist halt die Frage, ja, nehmen wir dich doch auch noch mit, dass du nicht so allein auf dem Platz musst rumhängen, du Arme. So, jetzt kannst du deiner Freundin ins Jenseits und kannst mit ihnen einen Kaffee trinken. Oder ein Bierli, was dir gerade so lieb ist. So, wir können aus dem Fall wieder auf den Weg runtermachen. Ich freue mich jetzt gerade, ob ich das soll versuchen runtergumpen. Aber ganz ehrlich, nochmal sterben. Yeah!
Muss jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt sein. Darum geben wir gerade eine kurze Quest, aber es sollte sogar noch lange 3000 XP bekommen wir. 5000, also brauchen wir 5600 bekommen wir, das heisst, wir kommen auf Stufe 15. Jawohl. So, einfach die nächste Fähigkeit kommen wir aber erst mit Stufe 16 über. Versetzt euren Blickwinkel für 1 Minute an die anvisierte Position, kann nur im Freien verwendet werden. Verstehe ich nicht so ganz, vielleicht kann ich da einfach irgendwie etwas Besseres anschauen. Und Mehrfachschuss ist natürlich ganz geil. Sofort vor dem Geschoss ab, die eure aktuellen Ziel sowie alle Gegner innerhalb von 8 Metern trifft und ihnen 7 körperlichen Schaden zufügt. Gut, das würden eigentlich, glaube ich, allen vor mir Schaden machen. Das tönt auch noch ziemlich speziell, auf das freue ich mich in dem Fall noch. Unser Begleiter befindet sich da irgendwie mitten im Kampf rein. Komm, lassen wir die mal links liegen, komm lieber mit. Dann schauen wir lieber unsere Quest abgeben. Stufe Nummer 15 erreichen, dann fehlen uns nämlich auch nicht mehr allzu viel, nur noch 105. Ja, ist noch ganz wenig, ist ja noch ganz wenig. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich schon mega. Ich bin eine mega Freude am Spielen, also ich hätte mir kein besseres Let's Play auswählen als das, was mir wirklich auch Spass macht. Und das Spiel macht mir einfach auch Spass. Auch wenn ich ein bisschen ein Löli bin. Dann können wir auch gerade nochmal einen Armschienen über uns. Ah, wir haben das Inventar voll. Kann ich jetzt da gerade irgendetwas verkaufen? Nein, da hat es... Doch, da unten haben wir Getränkeverkäufer. Ich würde sagen, ich verkaufe ganz kurz schnell mein Inventar mit den Sachen, die ich nicht brauche. Die Sachen würde ich halt gerne noch momentan behalten, weil wir die später nicht mehr so viel finden und darum würde ich sie gerne auch in die Bank hineinlegen. Bei so Sachen finde ich sie halt ziemlich gut. Das können wir verkaufen, das können wir verkaufen. Mana haben wir keinen. Weg mit dir. Schild brauchen wir auch nicht. Leichtes Leder tue ich jetzt momentan auch mal noch auf die Seite. Die Tränke finde ich jetzt momentan auch noch nützlich. Also wir merken, unser Inventar wird schon ziemlich viel eingegrenzt an den Sachen, die wir da mit haben. Den Stab brauche ich ehrlich gesagt auch nicht. Da haben wir noch etwas für Lederverarbeiter. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle, ich verkaufe das jetzt einmal. Weil ich jetzt gerade momentan noch keinen Beruf ausgewählt habe, was natürlich ein bisschen dumm ist. Aber ich glaube, das kümmere ich mich sonst dann einmal, wenn wir so richtig Silbermond wieder unterwegs sind. Stufe 15! Ihr habt unverteilte Talentpunkte. Talente... Ah, da sind wir bei unserem allgeliebten Baum. Den habe ich völlig vermisst. Der ist dann erst jetzt freigeschaltet worden, wie man da sieht. Wir haben jetzt das Dungeon freigeschaltet. Das können wir ja auch mal gerade noch ganz kurz anschauen. Da haben wir Raubtierinstinkt. Tötungsbefehl für Gegner mit weniger als 35% Gesundheit, 50% mehr Schaden zu. Dann haben wir eure Fähigkeit Begleiter ruft zusätzlich das erste Tier aus eurem Stall herbei. Dieser Begleiter wird eurem Tötungsbefehl gehorchen, kann jedoch keine Fähigkeiten aus seiner Begleiterfamilie einsetzen. Okay, kann ich doch 2 rufen in dem Fall. Ich komme jetzt da nicht genau raus. Ruft ein mächtiges Wildtier herbei, das euer Ziel angreift. Der Angriff wird von einem Brüllen begleitet, das euer Tempo 8 Sekunden lang um 5% erhöht. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir alles noch schon recht gut. Den finde ich eigentlich fast schon am nützlichsten. Oder... Hä? Jetzt habe ich einmal draufgeklickt und du nimmst ihn einfach. Das finde ich jetzt aber mega dumm gemacht. Ganz ehrlich, ich habe jetzt gedacht, ich kann mich da noch hin und her klicken und dann da aktivieren drücken oder irgendetwas, wie es aussieht. Einmal draufklicken und vergehen ist das. Talente können nur bei einem Ruhebereich gewechselt werden. Ah, okay, also wenn ich mich jetzt innerhalb von der Stadt befinde, kann ich dann das einfach automatisch noch umwechseln. Das finde ich gut. Früher hat man dafür noch zahlen. Habe ich nicht gewusst, aber ich muss sagen, vom Designer hat mir das auch früher ein bisschen mehr gefallen als das jetzt. Aber ich finde, es ist glaube ich, einfach gewöhnungsbedürftig. Aber ich würde sagen, dann behalten wir doch halt mal das da. Tötungsbefehl ist, glaube ich, ja das da. Jawohl. Also wenn ich Tötungsbefehl unter 35% einsetze, machen wir 50% mehr Schaden. Ist natürlich auch noch ziemlich nice. Jetzt muss ich aber noch Quests abgeben, bevor ich da einfach abhaue. Alles haben wir ja alles schon gemacht. Okay, alles klar. Ich bin in dem Fall nicht so ganz bei der Sache. Jetzt ist halt eher die Frage, begeben wir uns jetzt da rauf oder wenn wir da mal zum Saltreis Hafen gehen. Ich würde sagen, ich mache mich sonst mal auf den Weg rauf, weil da oben ist, glaube ich, eine Ruhestätte, wo ich dann meine Fähigkeiten nochmal wechseln kann. Weil ich persönlich hätte jetzt gesagt, ich würde eigentlich lieber den Tierbegleiter an. Erhöht die Fähigkeit, Begleiter rufen, ruft zusätzlich das erste Tier, also eurem Stall herbei. Dieser Begleiter wird eurem Tötungsbefehl gehorchen, kann jedoch keine Fähigkeit aus seinem... Also ich muss ganz ehrlich sagen, dann hätten wir 2 Begleiter, die wir gleichzeitig einsetzen könnten, soweit ich das verstehe. Und das finde ich halt noch ziemlich nice und da würde ich so gerne ausrüsten, um das einmal anschauen. Jetzt hoffe ich, dass wir da einen Ruhenort haben. Salatinshafen. Jetzt sind wir, glaube ich, doch da angelaufen. Ja, egal. Dann würde ich sagen, ich gebe da trotzdem mal Quest ab. Die sollten ja wahrscheinlich dann auch wieder Quest raus haben. War das denn? Entschuldigung, meine Liebe. Ich muss einen Tagtraum gehabt haben. Die ewige Okay. Sonne leitet uns. So. Wir haben schon 9 Erfolge freigeschaltet. Wir haben schon 50 Quests erledigt. Also nicht schlecht an dieser Stelle. Besorgt eine Flasche bester Sonnentropfen, Bachtatzenhäppchen und einen Feuerwerksbündel und bringt es
alles zu Lord Saltrin-Hafen, immer St. Wald. Also wir müssen da ein paar Sachen für ihn besorgen, um sie mal zurückzubringen. Aber jetzt ist eher die Frage, wo die Sachen sich befinden. Die befinden sich alle hier hinten. Bedeutungsweise ist das sogar gut gewesen, dass wir zuerst hier angeschaut haben, weil wir dann nochmal zurückgehen müssen. So, dann hat sich das ja noch eigentlich sehr gut gelohnt, ein kleiner Fail. Dann machen wir uns in dem Fall mal auf den Weg. Unser Leben ist schon drastisch am Steigen. Wir haben ja mal 100 gehabt, jetzt sind wir schon bei 500. Das ist schon ziemlich cool. Jetzt muss ich aber gerade mal schauen, ob da vorne noch ein Ruhedings ist. Und was wir ja noch freigeschaltet haben, ist jetzt unser Dungeon Browser mit Flammenschlund und Todesmine. Und ganz ehrlich gesagt, ich persönlich würde gerne jedes sicher einmal durchspielen, damit wir auch bessere Gegenstände und Quests machen. Aber das mache ich jetzt nicht mehr in dieser Folge. Das können wir uns ja sonst eigentlich mal in der nächsten anschauen. So, wo ist denn der? Wo ist denn der? Der ist, glaube ich, im oberen Stock. He? Da hinten ist der andere, den wir abgeben. Der andere ist, glaube ich, da im oberen Stock. Jawohl! Der Waldläufer Degolin. So, dann geben wir die ab. Du gibst uns gerade nochmal eine neue. Meldet euch bei Leutnant Dämmerflucht bei der Zuflucht der Weltenwanderer immer Sangwald. Ich muss ganz ehrlich sagen, es regnet richtig von Quests in dem Wald rein. Also ich glaube, wir haben schon ziemlich viel angenommen, wie es aussieht. Also wenn man das mal so anschaut, abgehen, sind schon... Oh, jetzt habe ich falschen Knopf gedrückt. Sind schon recht einige. So, dann geben wir dich ab. Hast du auch dann gerade nochmal eine neue Quest? Für uns ich persönlich würde sagen, der gibt uns natürlich eine Rüstung mehr, aber der würde uns gerade 3 Rüstung geben. Ich würde sagen, ich entscheide mich da für die Hose, damit wir dort dann auch einen kleinen Vorteil haben. So, voilà. Dann haben wir die gerade noch schnell umgezogen. Und was ich jetzt natürlich noch schnell mache, ich muss mir schnell den Buchstaben einprägen. Jetzt könnt... Aber ich bin doch jetzt in einem Ruhebereich. Es zeigt mir das sogar an, dass ich da in einem Ruhebereich bin. Ihr müsst euch in einem Ruhebereich befinden. Aber von dem her... Ah, jetzt kann ich es wechseln. Okay, da drinnen kann ich es in dem Fall wechseln. Nice Sache. Bedeutungsweise, ich probiere jetzt gerade mal das hier aus. Jawohl, jetzt haben wir da 2 Begleiter, oder? Begleiter Drachenfalke. Nice Sache. Das heisst, wir haben 2 Begleiter am Start. Das finde ich eine ziemlich sehr coole Fähigkeit. Also ich würde allgemein mehr auf Begleiter gehen und nicht auf uns selber. Aber jetzt ist die Frage, wo bekomme ich den Sonnentropfen her? Gastwirtin, Handelswaren. Jetzt ist die Frage, ob die uns das verkauft. Wir brauchen einen besten Sonnentropfen, Bachkatzenhäppchen und Feuerwerksbündel. Später Angelrouten, kristallrote Fabrik, Blaufarbe, Bleiche, leichtes Fragment, kristallglänzender Schmuck. Du hast das nicht für uns. Du bist Gastwirtin. Eigentlich könnte ich da noch meinen Heimatort machen, damit ich mich da so schnell mal teleportieren im Notfall. Du hast das auch nicht zum Verkaufen, aber was ich da gerade gesehen habe, ist, wir haben da grössere Beutel, die wir noch kaufen können, aber auch für das haben wir zurzeit noch viel zu wenig Gold. Oh Mann! So, und du hast nichts zu verkaufen. Jetzt ist aber die Frage, wo komme ich denn das über? Ausser gemischt Waren, das kann natürlich auch sein. Erfrischendes Quellenwasser, braun. Von denen würde ich natürlich gerne... Komm, ich leiste mir jetzt 2 von denen. Ich weiss jetzt, wir haben wirklich nicht viel Gold zur Verfügung, aber wie man sieht, tut sich da drastisch gerade der Platz von unserem Inventar auftun. Und das finde ich halt noch ziemlich cool momentan. Zum Verkaufen haben wir gerade momentan eh nichts, außer vielleicht die Hosen, die haben wir gewechselt, die können wir noch verkaufen. Die müssen wir dann noch umziehen. Aber da komme ich das auch nicht. Erfrischendes Klimawasser. Da komme ich das auch nicht über. Jetzt ist schon die Frage, wo bekomme ich denn das über? Besorgt eine Flasche besser, so einen Tropfen Bachkatzen und ich liebe es fester zu feiern. Aber die Frage ist jetzt, wo ich das herbekomme. Zeigt es mir irgendwie so nicht an. Da oben wird das nicht sein. Oder muss ich mich da in dem Fall ganz raufbegeben? Das kann natürlich auch gut möglich sein, dass da oben drauf sich der Gegenstand befindet, den wir brauchen. Und dann haben wir sowieso allgemein ein bisschen erkundet. Das sage ich auch mal nicht nein. Dann sehe ich, was sich da so verbirgt. Aber da oben sieht es noch ziemlich viel Essen aus. Aber nicht nach dem, was wir eigentlich brauchen. Ich kann da auch nichts einsammeln. Okay, da oben sieht es einfach nach einem kleinen Festmahl aus, wo wir uns wahrscheinlich zur Ruhe setzen können. Aber ich finde da keinen einzigen von diesen Gegenständen. Das ist wirklich eine gute Frage, was ich das selber finde. Zeigt mir halt an, also von der Quester zeigt es mir an, dass es so bei ihm zu müsste sein. He? Ich schaue jetzt nochmal rein. Bachkatzenhäppchen. Wir haben da CS-Brocken, Brot, einfaches Holz. Oh Mann! Bin ich blind? Feuerwerksbündel, Hammer! So, dann würde ich nämlich die Quest auch weiter begeben. Wie es aussieht, müssen wir da nämlich auch mehrere Sachen, Sachen büsteln. Die nächsten werden da hin, wo uns dann da führen. Aber ich würde sagen, wir machen uns von da aus ganz kurz mal auf dem Weg zurück auf Silbermond, weil das ja auch eine Quest ist,
Und dann würde ich dort mal langsam uns anschauen, was wir machen wegen unseren... Silbermond, ja. Was wir machen wegen unseren Berufen, weil mich das langsam ziemlich interessiert, weil ich würde lieber jetzt langsam unsere Berufe auswählen, damit wir die auch wirklich konstant können mit unserem Level mitfarmen, damit wir nicht so blöd dastehen die ganze Zeit. Aber was ich muss sagen, ich bin jetzt gerade momentan immer noch ein bisschen baff, dass wir gerade 2 Wildtiere aufs Mal haben. Ich finde das so cool, ganz ehrlich, dass wir da 2 Wildtiere brauchen gleichzeitig. Besonders, ja, ich meine, ich glaube, das hat es früher gar nicht gegeben. Ich bin mir ziemlich unsicher. Aber ich habe ja auch beim Hexenmeister gesehen, die vielen Wächter, die wir mal gesehen haben, miteinander, also wie es aussieht, haben sich das ziemlich ausgebaut, dass man auch mehr mit Haustier und Wildtier kämpfen kann. Da hinten haben wir ja jetzt besser Sonnentropfen oder Bachkatzenhäppchen, die wir brauchen. Und Flieg nach Silbermond Quests zum Abgeben. Und gerade vorne dran haben wir ja auch Quests zum Abgeben von diesen komischen Lehrlingen. Jetzt ist die Frage, ob wir schnell die zuerst abgeben und uns nachher langsam in die Hauptstadt reinmachen. Ich glaube, ich gebe jetzt wirklich mal zuerst die ab. Nachher machen wir uns richtig Hauptstadt, Silbermond, geben dort noch unsere Quest ab und sind ziemlich gemütlich unterwegs, weil momentan haben wir ja wirklich nicht grossartig irgendetwas zu erledigen mit Vernichten, sondern mehr einfach Quests zum Schnürren. Da können wir gerade sogar nochmal einen Beutel halt über. Sehr gut. Da tut sich dann auch unser Inventar nochmal ein bisschen erweitern. Jetzt haben wir sogar alle Slots in dem Fall schon voll gemacht. Jetzt haben wir hier 8844. Jetzt würde ich sagen, haben wir schon mal dementsprechend wirklich ein bisschen mehr Platz. Sage ich natürlich auch nicht nein, aber gerade ausschauen müsste ich auch noch, anstatt da versuchen ins Gebüsch hineinlaufen. So, dann machen wir uns in dem Fall in die Stadt Silbermond auf die Suche nach besser Sonnentropfen und zum die Quest abgeben. So, da haben wir noch unsere Wächterli, ein bisschen Feuer und Schalen. Nice. So, wie sieht denn unser Charakter eigentlich zurzeit momentan aus? Also momentan fehlen uns wirklich noch viele Sachen, also wir haben noch nicht so viele Sachen, die wir anhaben, wie Finger, Schmuck, Kopf, Hals und Schulter besitzen wir momentan noch gar nichts. Also es wäre praktisch, wenn wir dort dran noch etwas wirklich Kleines finden, damit wir natürlich auch besser unterwegs sind. Aber was ich natürlich ganz cool finde, ist, das wäre das Nummer 10. Was ich natürlich ganz cool finde, ist, dass wir bis jetzt den Bogen gefunden haben, wo es natürlich schon Beweglichkeit und Ausdauer gibt und unsere Brust, die kritischer Trefferwert und Tempo dazu gibt. Die anderen Sachen sind ja wirklich nur Rüstungsteile. Also wir haben schon mal 2 coole Sachen gefunden und ich hoffe, das entwickelt sich im Verlauf auch immer weiter so. Besonders im Feuerschlund, denke ich, werden wir eine ziemlich gute Sachen zusammenbekommen. Da drinnen sollte sich eigentlich unser Gegenstand befinden. Sieht auch ganz danach aus. Den kennen wir ja, unseren Betrunkenen, der ist da immer noch am Schlafen. Gasthaus von Silbermond. So, jetzt ist schon die Frage. Spiritosenhändler. Das könnte bester Sonnentropfen. Nice, die Quest haben wir ziemlich schnell erledigt gehabt. Gut gefunden. Gut, jetzt wo ich weiss, dass wir wirklich bei einem Händler die Sachen einkaufen müssen, ist das eigentlich für mich auch klarer. Jetzt müssten wir uns auf den Weg hier auf den Platz raus machen. Einmal geradeaus durch und Quest abgeben. So. Da haben wir nochmal unsere riesen Keltala-Statue. Eine Maus, die wir ausrotten müssen, weil sie hier einfach im Weg ist. Wow, der Bazar. Da haben wir ja die verschiedenen Quests noch angenommen. Könnte ich eigentlich mal drauf schauen, ob es da noch ein paar mehr gegeben hat oder ob das wirklich einfach immer die 3 sind. Okay, da haben wir wieder noch ein paar dazu bekommen. Die nehmen wir. Könnte natürlich auch sein, dass das wirklich immer pro Level mitsteigt. Habe ich es jetzt mitgenommen, oder? Ja, momentan hat es nichts Interessantes für uns. Jetzt haben wir da nochmal ein paar Quests dazu bekommen. Machen wir dich mal da ein bisschen wieder kleiner. Da sehen wir auch noch mehrere Haustiere gekämpft. Ja, in dem Gebiet ist nichts von denen, das ist mehr außerhalb von dem Ganzen. Da vorne ist auch schon unsere Quest zum Abgeben. Ziemlich nice aus. Da vorne haben wir noch die Gruppe. Also das haben wir ja schon alles mal wieder gesehen. Da hinten sieht eher nach einem Waffenhändler aus oder einem Gemischwarenhändler. Nice. Da können wir natürlich dann auch voll auf dem Tisch oben, auf dem Kerzenständer hückeln, dass wir da können zeigen, dass uns das Viertel auch nicht verbrennt. So. Mario wieder gerade aussieht. Nice. So. Dann geben wir mal die Quest ab und kommen sogar gerade nochmal eine neue über und wir haben Stufe 16 erreicht und nochmal 2 Fähigkeiten dazu bekommen. Den Mehrfachschuss haben wir ja schon angeschaut und unser Adlerauge. Ich würde sagen, die Sachen probieren wir dann einfach mal noch aus, damit wir auch wissen, wie es gut wäre. Bringt Santilas Waren zur Himmelsmeisterin Abendlicht am Hirtentor direkt außerhalb von Silbermond. Nice, weil dorthin müssten wir ja sowieso. Bedeutungsweise gerade vor dem Tor wäre das, hä? Jawohl. Da haben wir auch ziemlich gut Leben wieder dazu bekommen. Aber ich würde sagen,
Leutlis, wir haben schon wieder so viel erlebt und ich bin trotzdem wieder gestorben in dieser Folge. Dann hoffe ich, dass ich das eigentlich in der nächsten Folge nicht so anbringen werde. Ich danke euch vielmals fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat Spass gemacht, so einem Löli wie mir zuzuhören. Ich wünsche euch nur einen wunderschönen Tag. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Danke fürs Einschalten. Euer Schweizer. Ciao.